So, ja, ein bisschen mich spät, wie geplant, aber ich heiße euch alle guten herzlich willkommen zu dieser ganz kurzfristig abrufener Pressekonferenz zum Dossier Caritas. Ich anfangen, zu erklären, um was es geht. Stellen ich ganz kurz die Leute für die neben mir sitzen. Wir haben Ingrid Theodor, Personaldelegatin von der Caritas. Wir haben den Boris Westermeier, auch Delegaten, die wissen, wir haben zwei Entitäten. Einerseits zum Fondation Caritas beim Ingrid Theodor an CAS, Caritas Accueil Solidarité, wo der Boris Westermeier Delegaten ist. Neben mir sitzt Katrin Molitor, Präsidentin vom Syndikat Gesundheit und Sozialwesen vom OGBL. Neben mir der Ben Soisson und den Tom Mamer, allen zwei Sekretär Zentral Adjoint vom Syndikat Gesundheit und Sozialwesen. Und mein Name ist Smail Sulic, ich bin Zentralsekretär vom Syndikat Gesundheit und Sozialwesen. So, den Dossier Caritas. Wir waren als OGBL, als Vertretung vom Personal, ruhig die letzten Wochen. Das hatte Grund. Und zwar war es so, dass wir das Komitee de Krise, die neue Interimsdirektion, die neue CA, die Regierung wollten schaffen lassen. Wir wollten sie gewähren lassen. Mir gute gesagt, es gäbe alles gemacht, für das so viele Leute wie möglich können an der Arbeit bleiben. Wenn den Presse voll tut, die letzten Wochen, dann ja, da ist ja vieles geschieht. Viele neue CA gegründet, eine neue Entität, die HUT heißt oder UT oder Hölle vom Terra. Mit einer neuen CA, nach nicht einer neuen Direktion, wie ich es tun, als der Post schon ausgeschrieben in der Zeitung, Le Post. De nouveau poste de direction, il est déjà publié hier soir. Und es gab schon ein bisschen rumort, wie den Transfer, Solo-Transfer, auch von der Stadt wird verboten von der Interimsdirektion, der Transfer vom Personal an die neue Entität, wie die wird stattfinden. Wie die soll auflaufen, wie juristisch soll das vier gehen, wenn nicht zur Last gehen, und so weiter, so vier gehen. Das ist den E-Punkt, den zweiten Wolle als ein magischen Sozialplan von denen Leute, die an der Caritas International, an die auch am politischen Wolle von der Caritas schaffen, wo wir auch nach open frohen hun. Und zudem gibt es dann noch eine Reihe Revendikationen, die wir als Syndikat und auch als Vertretung von der Caritas Beschäftigten müssen nur außen drohen. Wir müssen die Pressekonferenz abberufen, so kurzfristig, weil wir an eine Mauer stoßen. Wir sind als Vertreter vom Personal, als Personal kommen wir nicht mehr an Informationen, wir kommen nicht mehr an die Leute, die im Hintergrund arbeiten, die dezidieren für uns, wie es weitergehen soll. Und dafür müssen wir also Presse wenden und die Öffentlichkeit für uns Punkte klar zu machen. Wir haben hören, wen die neue CAs, wir hören, wie soll geschafft gehen, wir hören, dass der politische Wolle soll aufgeschaltet gehen, an dem wir die Leute, die am politischen Wolle schaffen, nicht mehr werden transferieren. Das müssen wir klar als OGBL bedauern. Wir bedauern es stark, dass du gesellschaftskritischen, auch oft par rapport zu politikkritischen Akteuren im Sozialsektor fehlen wird. Unserer Meinung nach ist das eine politische Decision, das ist gewollt. Ich meine, es sind verschiedene Journalisten, die so abgegriffen haben. Und wir sehen das identisch. Du hast der Wille nicht mehr gewirrscht, in kritischen Akteur Sektor zu haben, am Sektor. Und es wird dezidiert, dass du Leute sollen ja, stumm geschaltet gehen. Wir bedauern natürlich auch, dass die internationale Wolle nicht mehr weiter gefordert gehen. Wem sind die Decision das war, das wissen wir nicht. Wir wissen nicht, wie den Herr Böttl sieht, ob das Caritas selber war, ob das vielleicht Kirche war. Wir wissen aber, dass Möglichkeiten durchgewischt wären, finanziell das weiter zu feiern. Es war also eine Decision, die geholt wurde, nicht aufgrund von finanziellen Problemen, sondern aufgrund von ich weiß nicht, mehr wahrscheinlich politischen oder anderen vielleicht organisatorischen Problemen, dass das nicht konnte weitergemacht werden. Das heißt eben, dass auch schon Leute Bescheid gesagt haben,
dat ze net mehr werden überhol gehen an die neue Struktur und dat eventuell wahrscheinlich muss ein Sozialplan verhandelt gehen für die Leute. Ich so wahrscheinlich, weil wir wissen nicht. Wir haben noch keine Informationen, wir guten gesot, es kennt sehen, es wird sehen, wir haben noch nicht offizielles Krit, was darauf hindeutet. Das Ganze, ich finde schon immer gesagt, wir guten nicht, wir wissen nicht, Thema von dieser Pressekonferenz als Intransparenz. Das ist eine extrem Intransparenz von den Responsablen, sie wird Regierung oder sie wird den Komitee de Krise, der CA, all die Leute, die dezidieren, schwätzen nicht mit Personal. Wir haben ganz wenig Informationen, Personaldelegationen, die am Anfang gesetzlich Recht tut, über die Entwicklungen von Betrieb gewollt zu gehen, weiß nicht. Es soll nächste Woche sollen die Leute transferiert gehen an eine Entität, das heißt, nächste Woche sind Leute, oder an 10 Tagen sind Leute ein neues Patron haben und es weiß kein, was geschieht. Was wir wissen, ist, wir haben gesagt, dass den Transfer, das laut Komitee de Krise kein Transfer, aber ich muss den Transfer nennen, weil für uns also den Transfer wird gemacht, an dem die Leute individuell, 350 Leute, 360 Leute, müssen ihren Arbeitskontrakt resilieren mit aller Caritas, also sie müssen einen neuen Kontrakt mit der Hut unterschreiben. Die Vorgehensweise kennen wir nicht, die Vorgehensweise haben wir nicht gesehen. Natürlich ist Caritas den Dossier, Skandal, also das hat man noch nicht gesehen in Lützeburg, was aber nicht heißt, dass hier all Recht ausgeschaltet wird und dass hier all Gesetze nämlich gilt, just weil da irgendwelche Leute Suen geklaut tun aus einem Konto. Das heißt, die Leute kriegen, und dafür ist am Anfang die Urgenz entstanden, die Leute kriegen an den letzten Tag Druck gemacht, extrem Druck gemacht von ihrer superior Hierarchie, von der Koordination von Caritas, sowie auch von denen, die die Kontrakte geschrieben haben, die Kontrakte so schnell wie möglich zu unterschreiben. Wir haben gesagt, Leute, die wollen an die neue Entität gehen, die haben das Recht, das zu unterschreiben. Leute, die nicht wollen, die können gerne gehen. Und diese Vorgehensweise ist für uns inakzeptabel. Es ist nicht möglich, dass wir nur so einen Skandal, nachdem die Leute, die Salarien, die letzten 3 Monate nicht wissen, wie es weitergeht, die letzten 3 Monate als Spielball benutzt gehen zwischen Staat, CA, Presse, dass du die Leute, die geschafft haben, wir dürfen nicht vergessen, die Leute haben geschafft, die letzten 3 Monate. Sie haben trotz unwissender, unsicherer Zukunft hier Arbeit gelegt, 4 Beneficiären, 4 Leute, die Terra Hilfe brauchen, und die Leute, die unter Druck gesagt, 4 einen Kontrakt zu unterschreiben, 4 eventuell nächste Woche können weiter in Arbeit zu haben. Und wenn sie dann nicht wollen unterschreiben, dann können sie gerne gehen, dann können sie gerne einen Hut holen und dann dürfen sie gerne sich eine andere Arbeit sichern. Es ist unverständlich, es ist extrem unverständlich und das ist eine Sauerei, wie du geschafft wird. Am Platz, wenn ihr die Gravität von der Situation guckt, wenn ihr guckt, was geschieht ist, Salarien können nicht für das, was geschieht ist. Es kommt noch dabei, dass die Personaldelegation Salarien schon darauf aufmerksam gemacht haben, dass an der aller Caritas Probleme waren an der Gestion, dass du Probleme waren an der Gestion von den Finanzen, dass du Leute müssen gehen, die am Anfang gut geschafft haben, die du willkürlich, mehr oder weniger willkürlich, müssen die Caritas verlassen, dass die Leute, die am Anfang sich nichts verschulden haben, müssen Druck gemacht kriegen und eventuell weiterhin sich so einen Druck machen losgehen, dass sie gezwungenermaßen durch irgendwas schreiben, was sie nur vielleicht bereuen. Wir haben Salarien, die unter Druck waren, die geschafft haben, da muss ich ein Punkt fahren, die ich wollte, dass die Vorgehensweise, dass man nicht können am Kollektiv, dass ihr nicht am Platz als einen Druck zu setzen, am Platz Salarien einzeln rauszupicken, sie ranzurufen an das Büro und sie dann schreiben zu lassen, die Vorgehensweise ist nicht akzeptabel. Es hätte müssen, das ist nicht nur legal richtig, aber auch moralisch richtig an der Situation, es hätte müssen die Leute kollektiv
durch die Personaldelegation, durch die Gewerkschaft, die sie vertritt, zusammenrufen, müssen die Kontrakte, die unterschrieben gehen, sie müssen präsentieren, auf den Tisch legen, sie müssen zusammen mit der Personalvertretung aushandeln, ausschaffen, müssen alles, was an den Kontrakten steht, und alles, die ganzen Schritte, sie wird die Resolution vom Kontrakt, sie wird die Unterschrift vom neuen Kontrakt, die hat müssen über den OGBL und über die Vertreter von der Personaldelegation gehen. Das wird das einzig korrekt gewischt, das einzig richtig nur all dem, was die Leute müssen erleben, die letzten 3 Monate. Ich erinnere mich, das ist nicht, was die Leute zu verschulden haben. Die Leute können nicht dafür, dass es eine schlechte Gestion gewesen ist. Wir wissen ja nicht, wir wissen okay, was geschieht mit dem Geld. Wie das kommt geschehen. Wir haben den ALCA, den komplett sich herausgezogen hat aus der Affäre. Ich meine, es gibt keinen Betrieb auf dieser Welt, wo ein CA bei so einem Skandal nicht seine Responsabilität holen müssen. Und wie sollen wir als Personalvertreter dem neuen Komitee der Krise vertrauen, was Halschen von dem CA, von dem Komitee der Krise aus dem ALCA besteht? Das heißt, die Leute hier an dem Komitee der Krise, die dezidieren, wie es soll weitergehen an den nächsten Moment, wie wir sollen den Transfer machen an die Entreprise, die Leute waren an dem ALCA. Wie sollen Salarien an der neuen Hut, an der neuen Entität weiterhin die Arbeit machen, vis-à-vis von den Beneficiären gewissenhaft, richtig, professionell, wenn sie Leute tun, die über sie dezidieren, denen sie nicht vertrauen können. Das geht nicht. Das nicht mal das geschwärzt gehen, das nicht gesucht gehen. Was könnt ihr, wie können wir, ob ihr durchkommen, für das heute nicht mehr könnt. Wir wissen nicht, wem sie Idee war. Wir wissen nicht, ob das von der Politik Ruf dezidiert wird. Wir wissen nicht, ob das Methoden sind von Büroderfirmen, die den Dossier überholen. Wir wissen es nicht. Wir wissen just, dass von uns, dass wir nicht gefragt dürfen, wen wir als Feststellen an der neuen Entität schaffen. Wir dürfen nicht vergessen, der soziale Sektor, das ist kein Sektor, den Benefiz möchte. Der soziale Sektor, das sind Leute, die Berufe gelehrt tun, wie man Leute, die als Überzeugung Leute zu helfen, denen es nicht schlecht geht. Und lo, also zu machen, wie man die kennt, der Geist aus dem Sozialen an der neuen Entität rauszuholen, durch erstens einer Zusammenstellung von einem CA, den alles anderes wieder umdeutet, dass das sozial weitergehen, und zweitens zu erwarten, dass du die Entreprise ein Service-Provider ist, wie man in der Presse gelesen hat, der just soll die Aufgabe vom Staat erholen, wie Maschinen, wie Roboter sollen dort Leute betreuen, weil der Staat das nicht selber machen kann. Das ist nicht, was der soziale Sektor ist. Und das werden Salarien auch nicht weitermachen. Und wenn wir heute nicht hinkriegen, dass die Leute transparent und adäquat enkadriert gehen, da riskieren wir, dass die Leute nicht mehr lang an der neuen Struktur schaffen. Und das ist fatal für all die Leute, Beneficiären, die an den Strukturen nicht schaffen, mehr an den Strukturen de Böswer hun betreut zu gehen, sie wird Sans-Abrien, sie wird Flüchtlinge, sie wird Minoren, die nicht akkompaniert sind, also weiter. Also den Geist rauszuholen aus der Caritas, aus der aller Caritas, aus der Sozialstruktur, aus ein komplett falsch Approach. Und das müssen man Personal schwätzen, eher in die ganze Decision getroffen wird. Wie gesagt, ich wiederhole denke, wir wissen nicht, wen das dezidiert wird, wir wissen nicht, ob das politische Kalkül ist, für die politische Wolle rauszuholen, durch die Zusammensetzung auch vom CA, wo man als Solo, als gut Bekannten an die CA platzieren, wir können da Kontrolle darüber zu haben. Das ist nicht, was der soziale Sektor ist, das ist nicht, was eine soziale Entreprise ist. Ich garantieren für uns alle Guten, das sollte nicht besser gehen, sollte mir nicht angebunden gehen, sollte an der nächsten Struktur zu Problemen kommen, aber da sind wir mehr schnell auf der Straße, wie irgendein Responsablen du kann nachgucken und das erbannen. Und schon da vom Terrain, das ist schon ein bisschen ironisch, dass wir als Gewerkschaftssekretäre müssen die Leute bremsen, Salarien, für zu sagen, nee, wir können nicht auf die Straße gehen. Wir können nicht streiken, das Streikgesetz erlaubt das nicht, an Picken, das ist noch zu frei. Wir müssen das heute strategisch umgehen, aber das heute, das gewagt, es geht durch. Wir haben vorgestellt und den neuen Krisenkomitee, wir kriegen keine Antworten. Wir wissen nicht, aber wenn wir eine Antwort kriegen, da war es kein zufriedenstellend, wie schon für wiederholen. An der Situation, an der wir als befanden, an der Salarien sich befanden, hat die müssen
als Korrektheit, als moralische Gründe als entgegenkommen, also Leistadt, was können wir für ich machen, dass wir können, dass dir könnt mit Vertrauen schaffen und das, was dir geschieht ist an der letzten Caritas, nicht mehr musst weitermachen, nicht mehr musst erleben. Und wir haben hier am Anfang den Fall, dass es sich weitergeht. Intransparenz, keine Kommunikation, kein Respekt, wirklich eine Angstmacherei, ob Ruf, ob Salarien durch das Mittelmanagement, aber auch durch die Etappe drüber. Das ist etwas, was wir hier open denunzieren und etwas, mit dem wir nicht mehr weiterleben. Wir haben, als wo der heute umgegangen ist, für den Krisenkomitee gegründet wurde, haben wir uns gefordert, dass wir Salariesvertreter am CA können platzieren, dass wir einen Platz kreieren, einen verdienten Platz für Personal am neuen CA. Das war Anfangs August, wo wir die Frage gestellt hatten, die Revendikation. Wenn ich mich richtig erinnere, wir haben die letzte Menge gesagt, wo wir sich daran erinnern tun, dass es eine Revendikation war, gut man gesagt, nee, gelebt uns, das ist keine gute Idee. Das heißt, wir haben da komplett blockiert, das ist eine absolut Frechheit, dass die Wunsch nicht, die Revendikation nicht berücksichtigt wird. Wir haben am Privatsektor, wir haben Gesetze, die so, wo der Staat Beteiligung hat, wo das nicht groß ist wie 1000 Salarien, da wird Personalrecht vertreten zu gehen. Am Sozialsektor ist das nicht so. Das ist wohl der nächste Punkt. Am Sozialsektor, wo der Staat sich bald 100% von den Aktivitäten finanziert, die Paaren hat und der Arbeit, die da geschieht, hat und Salarien kein Recht auf Repräsentation am CA. So nicht nicht all die Gründe, die scheinheilig Gründe, die man gesagt hatten, von dem Komitee de Crise für uns zu belehren, was wir da wirklich wollen, aber was wirklich besser für uns wir, das aufgrund von der Gravität von der Situation ein absolut Frechheit, dass den Salarien bei der Caritas an den neuen CA, wo ihr hat können alles von null starten, das Salarium kennt ein Schritt entgehen können, auch wenn ich auch just symbolisch ist, zu sagen, wir respektieren euch, merci für das, was ihr gemacht habt, die letzten 3 Monate und noch die Jahre, wo nicht gegangen ist, wir schätzen wertschätzen schätzen Arbeit, schätzen euch als Salarien und wir wollen, dass ihr ein Teil seid von der Struktur. Wir werden als Syndikat eine politische Forderung stellen, wir hatten sie schon gestellt und wir werden sie nicht wiederholen, dass wir am ganzen Sektor vom SAS-Kollektivvertrag, wo die SBL sich Träger sind von den Aktivitäten, dass man da einen Platz kriegen für Personalvertreter an der CA. Das ist eine Forderung, die mehr wie logisch ist, weil es am Privatsektor, an den Banken, an den großen SA, hummer das, du geht das, du geschieht das. Und am SPS-Sektor muss man so hören, dass Salarien nicht wollen, dass das nicht bringt, dass man es selber verschulden, dass das etwas aussieht, man wird bereuen. Und wir als Salariesvertreter, wir wissen eigentlich besser, was für uns gut ist, wie Leute, die von uns von Oberruf diktieren, was wir wollen und was nicht. Wir haben weiter eine Forderung, dass wir abelo mehr angebunden gehen an den Prozess, den da stattfindet. Die Kontrakte, die da verdeelt gehen, die Resiliationskontrakte, die Neukontrakte von der HUT, die juristisch, mehr auch die praktische Umsetzung von dem Transfer, das ist ein Transfer an die neue Entreprise. Wir müssen und wir wollen da ein Teil davon sehen. Es kann nicht sein, und ich will da gar nicht da bist Stunden Kleinreden, die da den Komitee de Crise dran gesagt hat, natürlich haben sie da hier Arbeit gemacht, aber sie haben sie nicht so gemacht, wie das richtig wäre für Salarien. Salarien haben Recht mitzumachen, gesetzlich die Delegation da mit sich fangen am Spiel haben. Gesetzlich dürfen wir dezidieren, wann das geschieht. Und wir fordern, dass Abelo, Personaldelegation, den OGBL, da alle Dokumente und alles, was da geschieht, auf den Tisch gelöscht kriegt und dass wir können dezidieren und mit dezidieren, was da geht. Ob da Politik ist, die dezidiert, was da geschieht, ob da PwC ist, die dezidieren, was da geschieht, oder ob das der Komitee de Crise ist, oder ob das der neue CA ist, das ist alles egal. Die Leute, die responsabel sind dafür, die sollen also rufen und die sollen uns alles auf den Tisch legen, was sie da den Leuten präsentieren oder präsentieren tun. Also die Frechheit, Sauerei ist ja schon, dass Leute, ohne das Personalvertreter, ohne das OGBL,
kontrollieren, ob die Kontrakte überhaupt rechtens sind, ob das überhaupt Kontrakte sind, die so in Transfer wie so das Almensch kann gerät gehen, dass wir können kontrollieren, dass das so ist. Das ist nicht der Fall. Und wir wissen noch nicht Gründe. Wir haben gefragt, wieso ist es dann kein Transfer? Wieso ist es kein Transfer d'Entreprise? Wieso gibt die Leute die Resiliationen? Wieso gehen die Leute einzeln rausgepickt? Wir können just mutmaßen. Wir können einerseits, vielleicht wollen sie Leute lassen, die sie nicht wollen, die sie vielleicht müssen matholen, aber sie wollen sie lassen, dann gehen sie ihnen eine Resiliation. Vielleicht geht es mir billig, wenn sie sich erhoffen, dass die Leute nicht mitgehen. Wir wissen nicht, wir haben gefragt, korrekt, wir wissen nicht, wir kriegen keine Antwort. Da gibt es eine weitere Forderung, und zwar ist es so, dass wir eine Personaldelegation und es gibt ein Delegationsgesetz. Und sich gilt beim Transfer d'Entreprise, gibt die alle Delegation mit transferiert an die neue Entreprise. Wenn du eine Delegation besteht, dann fusionieren sie. Wenn du keine Delegation war, dann gibt die eine Delegation, gibt die neue Delegation. Also haben wir hier einen Fall, wo wir keinen Transfer d'Entreprise haben, mit einem Fall, wo Delegationen, auch delegiert, mussten hier Kontrakt residieren, das heißt, sie sind im Idee von der Caritas, sie kommen in die Identität, sie sind kein Personaldelegat mehr. Und das heißt, dass das nächste Jahr, ab der Gründung von der HUT, eher du noch recht kann eine Wahl organisiert gehen von einer neuen Personaldelegation. Und ich muss nicht daran erinnern, wie schlimm die Situation ist, wie grav die Situation ist, wie psychisch belastend die Situation ist für die Leute um Terra. Aber wir noch packen, eine Delegation aus dem Spiel zu, eine Delegation, die du daran nicht in Kontakt war mit den Salarien, die Lehre gemacht und zwischen dem OGBL, als Juristen, als Sekretärin an den Salarien, die du versichst, die wirklich daran nicht Telefon müssen holen und dass die Leute ob immer fehlen. Das können wir nicht akzeptieren. Und da sage ich auch, das ist ein Grund, und da haben wir die Unterstützung von allen Salarien, das ist ein Grund, für den wir gehen auf Straße gehen. Wir fordern Lösungen, wir fordern Antworten, und wir wissen, dass an 10 Tagen soll eine neue Entität gegründet gehen. Anscheinend soll nächste Woche Sozialplanung gehen, wir wissen nicht. Und dafür rufen wir die Leute ab, wenn sie nicht wollen, per Mail oder per Telefon beantworten oder am Gang oder an einer Reunion, dann müssen sie es so lesen und dann müssen sie vielleicht so beantworten. Sachen, die wirklich, also, wo all Menschenverstand ist, wo sich verschwindet und wo sich denkt, wie kann das sein? An der Situation, ein politisch ist so heikel, als eine Situation, dass wir als erlauben, einen Nachrichtenskandal zu provozieren, an dem wir Personalrose machen, an dem wir am Anfang genau so weitermachen, wie wir tun. Und ich will nicht vergessen, ich denke, das war meine Wutrede heute, und wenn froh sind, dann sind wir natürlich da für euch zu antworten, ob von euch geantwortet hat, verspreche ich. Aber wenn du noch froh sind, dann können wir mich gerne oder euch gerne freuen. Da sage ich merci für die Zeit, für die Aufmerksamkeit, und dann, ja.